Ja, der Kampf um gleiche Rechte, darüber wollen wir jetzt diskutieren. Mit mir im Studio ist Dagmar Belakovic-Jennewein von der FPÖ, die diese ganze Entwicklung da heute nicht ganz so glücklich macht. Warum, darüber reden wir dann gleich. Und Christian Högl von der homosexuellen Initiative HOSI, für den das heute, sage ich jetzt mal, ein guter Tag ist. Aber ist es wirklich mehr als nur ein Etappensieg? Das ist schon eine ziemliche Sensation. Ich muss sagen, wir haben nicht wirklich damit gerechnet. Und ich möchte mich bei der Stelle auch bei den beiden Frauen bedanken und ihrem Sohn, die das durchgekämpft haben, 10 Jahre lang, die dann nicht aufgegeben haben und diesen Sieg heute errungen haben. Die auch anonym bleiben wollen? Die auch anonym bleiben wollen, auch im Interesse des Sohnes. Aber ich finde das einen ganz tollen Schritt. Und was ist da so toll daran? Ja, das ist beispielgebend. Also das heißt, dass ab sofort darf kein Unterschied mehr gemacht werden. Es ist ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung, in Richtung Anerkennung. Es gibt Regenbogenfamilien, es gibt in Österreich Tausende von Kindern, die bei 2 Müttern und 2 Vätern leben. Und da wollen Co-Mütter und Co-Väter, vor allem Mütter, in vielen Fällen eine Adoption machen und konnten das bisher nicht. Und mit dem heutigen Tag wird das möglich sein und das ist wirklich toll. Frau Belakovic-Jennewein, für Sie ist das nicht ganz so sensationell. Wo ist das Problem? Naja, zunächst einmal möchte ich sagen, das, was hier heute passiert, da geht es ja in Wahrheit um etwas ganz anderes und wir haben es ja auch schon im Beitrag gesehen. Hier ist es zum einen einmal so, es soll hier eine Tür aufgestoßen werden in eine Richtung, nämlich, das hat auch die Frauenministerin ja schon gesagt, in eine Richtung, dass also hier eine völlige Gleichstellung kommen soll. Das ist die Besonderheit der Familie, die Einzigartigkeit der Familie, diese Sonderstellung, die soll hier zerstört werden. Und Familie ist nun mal etwas Besonderes. Eltern sind dazu da, und die Sonderstellung ergibt sich ja daraus, dass eben hier Nachwuchs in Familien kommen kann. Also Eltern sind für Sie nur Mutter und Vater und nicht Mutter und Mutter oder Vater also und Vater? Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie einen einzigen Menschen auf der Welt kennen, der von 2 Männern oder von 2 Frauen gezeugt wurde. Ich glaube nicht. Also alle Kinder, alle Menschen auf dieser Welt haben Mütter und haben Väter. Rein biologisch ist es gar nicht anders möglich. Und ich denke, wir sollten hier das auch einmal sehen, was hier heute wirklich passiert ist. Hier gibt es ein Gerichtsurteil. Hier hat also der Menschenrechtsgerichtshof ein Urteil gegeben auf Druck einer Lobby, die sich hier offensichtlich einsetzt und hier versucht, ein Gericht Politik zu machen. Und das ist aber nicht die Aufgabe des Gerichtes. Politik haben immer noch die politischen Vertreter, haben Regierungen, haben gewählte Repräsentanten zu machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, machen wir den Sack da mal zu, damit wir nicht das eine zum anderen und alles durcheinander bringen. Er schnaubt neben mir, die Familie wird gesprengt. Ich gebe Ihnen an einem Punkt recht. Es ist schon so, dass die Politiker eigentlich die Politik machen sollten. Nur wenn die Politiker versagen, dann liegt es an den Gerichten, dass sie das reparieren, was die Politiker versaut haben. Und das ist leider in dem Fall halt auch passiert. Und es ist immer schon noch so, dass die Menschenrechtskonvention, dass die ausgelegt wird von den Richtern, die das völlig unabhängig und ohne Beeinflussung machen und keine Lobbys stehen da dahinter, sondern die Richter und Richterinnen in diesem Gremium sind völlig frei und haben das so entschieden. Wir müssen jetzt nicht über die Richter politisieren, aber was halten Sie von der These, sage ich jetzt mal, dass hier sozusagen die Familie, das Familienbild ganz einfach zerstört wird? Ja, da haben wir offensichtlich ein ganz unterschiedliches Familienbild, was nicht wirklich überraschen wird. Ich finde, dass Regenbogenfamilien sehr wohl Familien sind und es können sich 2 Frauen oder 2 Männer mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Fürsorge um ein Kind kümmern. Oder glauben Sie, dass ein lesbisches Paar sich weniger um ihr Kind sorgt und weniger dafür sorgt, als Sie das mit Ihrem Sohn machen? Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht jetzt nicht darum, ob Sie mehr oder weniger Liebe machen, dem Kind mehr oder weniger Liebe geben. Und ich gebe Ihnen recht, manchmal gibt es vielleicht sogar Einzelfälle, wo es Sinn machen könnte. Und wenn Sie von tausenden Kindern sprechen, also die Zahlen sprechen andere Sprachen, wir haben ja heute die Zahlen schon gesehen, also die eingetragene Partnerschaft ist nicht der tolle Erfolg. Es sind weniger als 400, die es im letzten Jahr geschlossen haben. Das heißt, entsprechend wenige Kinder sind das. Worum es hier wirklich geht. Zum einen möchte ich das schon noch festhalten. Die Gerichte sind nicht unabhängig, denn die Gerichte sind politisch besetzt. Und jetzt noch einmal, es ist nicht Aufgabe der Gerichte, hier Politik zu machen. Und genau das passiert jetzt aber. Und jetzt tun alle so, als wäre das also jetzt ein gottgegebenes Urteil, weil hier ein Gerichtshof etwas gesprochen hat. Nein, das sind Menschen. Und es hat schon so viele Urteile in der menschlichen Geschichte gegeben, die sind aufgehoben worden, bevor die Tinte kalt war. Also so ist es ja nicht. Es kann auch ein Gerichtshof irren und auch ein Gerichtshof kann ein falsches Urteil abgeben. Und ich bin der Meinung, hier wurde geirrt. Hier ist ein falsches Urteil gemacht worden. Aber es ist ein Menschenrechtsgerichtshof, also die kennen sich da ein bisschen aus. Die sagen das, was Sie da jetzt erzählen, und Sie sind da, glaube ich, auch gläubig und Katholikin, das Nein, ist ich bin nicht katholisch. diskriminierend. Das muss doch
Das kann doch nicht etwas sein, was Sie unterstützen. Nein, das ist nicht diskriminierend. Wer sagt denn, dass diskriminierend ist? Ja, das Urteil sagt es. Ja, das sagt das Urteil. Das sagt das Urteil. Es geht um das Recht des Kindes. Wissen Sie, das Kind jetzt sage ich Ihnen etwas. Sie haben mir zuerst gesagt, wenn die Politik versagt, müssen es die Gerichte reparieren. Die Politik hat nicht versagt, sondern es gibt politisch keine Mehrheit, weil es die Bevölkerung nicht möchte. Genau das ist es. Also sucht sich eine linke Lobby, ausgehend unterstützt von Grünen, von SPÖ, hier einen Gerichtshof, der für sie ein Urteil macht, der hier Politik betreibt. Und die Richter dort sind nun mal politisch besetzt. Das können Sie nicht wegleugnen. Daher wird hier versucht, über ein Gerichtsurteil das zu erreichen, was man am Wahltag nicht erreichen wird können. Das heißt aber jetzt die Justizministerin, die ja dem folgen wird, das hat sie ja schon angekündigt, und die Frauenministerin will sowieso viel weitergehen, die sind alle liegen alle völlig daneben. Ich sage jetzt einmal so, wir als Freiheitliche, wir sind der Garant dafür, dass wir so etwas nicht wollen. Wir stehen auch dazu. Und in Wahrheit müsste jeder, der genauso denkt, wie wir, uns wählen im Herbst. Das ist genau dieses, man geht immer davon aus, das ist jetzt alles Gott gegeben und für die nächsten 500 Jahre wird dieses Urteil gültig sein. So wird es nicht stattfinden, ganz bestimmt nicht. Denn es wird auch wieder eine Gegenbewegung kommen. Und noch einmal, dieses Urteil, nein, noch einmal, ich möchte das schon sagen. Wir sind im Wahl, das weiß ich schon, aber wir hatten Urteil wird kein Mensch, dieses Urteil wird kein Mensch. Ich denke, Sie unterschätzen die Bevölkerung in Österreich, weil jeder versteht, dass ein Kind, das von 2 Frauen großgezogen wird, die sich beide völlig in gleicher Form um das Kind kümmern, warum hat das Kind zu der zweiten Mutter keine Rechte? Es geht um die Rechte des Kindes. Sie verwechseln hier etwas, ja? Und wollen Sie Kinder mit lesbischen Eltern oder schwulen Vätern, wollen Sie die den Eltern wegnehmen? Ja. Also das ist, es geht um das Recht des Kindes und hier ist im Interesse des Kindes heute ein Urteil gefällt worden und eine Auslegung der Menschenrechte ganz klar. Und darüber gibt es keine Diskussion, da gibt es ein großes Verständnis in der Bevölkerung. Nein, hier haben 2 Frauen ein Kind missbraucht, in Wahrheit, indem sie ihre eigenen Bedürfnisse sozusagen ausleben wollten und indem sie etwas versucht haben. Und hier das Kind böse Unterstellung von Ihnen. Aber ein bisschen harte Worte, ich möchte vielleicht auch zu Ihrem eigenen Schutz gleich mal ein bisschen weiterkommen, weil die Frauenministerin Heini Schossek, wir haben es im Beitrag ja auch gesehen in der ZIP 2 gesagt hat, sie will noch weitergehen. Also das soll jetzt nicht nur die Adoption betreffen, sondern sie will überhaupt hetero und Homosexuelle gleichstellen, auch was die Ehe betrifft. Das könnten Sie ja verhindern, die FPÖ verhindern, wenn sie nämlich nach der Wahl mit der ÖVP zusammengeht. Die will es nämlich auch nicht. Wäre das für Sie so ein Ding, wo Sie sagen, das wäre ein Grund, dass wir da eine Koalition bilden? Nein, ich glaube, da gibt es schon ganz andere Gründe für Koalition. Das wäre ein Grund, aber das ist nicht der alleinige Grund. Aber Sie haben es jetzt selbst in Wahrheit gesagt, Sie haben genau das bestätigt, was ich gesagt habe. Es gibt keine Mehrheit für ein solches Gesetz. Daher benutzt man hier ein Gerichtsurteil. Bis jetzt gab es keine Mehrheit. Und ich weiß, wenn es eine Mehrheit geben müsste, haben wir entweder eine rot-grüne Regierung, das schaut derzeit nicht danach aus, oder es müsste in der ÖVP sich ein völliges Umdenken passieren. Beides ist aus heutiger Sicht nicht gegeben, weil auch die Bevölkerung das gar nicht möchte. Weil letztlich politische Parteien werden ja gewählt von der Bevölkerung. Sie repräsentieren die Meinung der Bevölkerung. Und es gibt keine Mehrheit. Was die Justizministerin auf keinen Fall will, das hat sie heute dann auch angekündigt, also an diesem Tabu will sie dann nicht sozusagen rütteln, nämlich dass sozusagen die Adoption von fremden Kindern für Homosexuelle freigegeben werden soll. Ja. Verstehen Sie das? Naja gut, ich meine, damals auch von der ÖVP, das verstehe ich natürlich. Aber grundsätzlich, es gibt in so vielen Ländern, gibt es die Adoption, die Stiefkinderadoption in sehr vielen Ländern, aber auch die Fremdkinderadoption. Und es ist nirgends die Welt untergegangen. Wir reden jetzt auch nicht von zigtausenden Fällen, wo solche Fremdkinderadoptionen stattfinden würden. Aber es kann ein schwules oder lesbisches Paar kann genauso gut für ein Kind sorgen. Und selbstverständlich muss das auch kommen. Und ich denke, dass auch jetzt nach dem Urteil klar ist, dass diese vielen Fehler, die bei dem Gesetz über die eingetragene Partnerschaft passiert sind, dass die jetzt repariert werden müssen. Wir haben Zug um Zug mit einem Gerichtsurteil nach dem anderen fallen die Dominosteine und jetzt ist das Ganze in Bewegung und das wird kommen und Sie werden es nicht verhindern können und ich hoffe, dass die Österreicherinnen und Österreicher auch bei der nächsten Wahl das so sehen werden. Man darf nicht vergessen, es gibt sehr viele Lesben und Schwule in dem Land und alle diese Menschen haben Familien, haben Freunde und alle diese Menschen gehen wählen und die wählen keine Parteien, die ausgrenzen. Einmal sind es die Leute an der Ostküste, dann sind es die Ausländer und jetzt haben Sie die Lesben und Schwulen im Visier. Also Ihre Partei ist eine Gefahr für
für die Demokratie in Österreich. Also, eigentlich hätte jetzt aufhören sollen, bei allem weil wir Respekt, über das der möchte ich Zeit schon sind, sagen, ich habe aber überhaupt niemanden selbstverständlich muss man dazu was und ich sagen. sage Ihnen noch, weil ich bin weder homophob noch sonst etwas, mir ist es vollkommen egal, was jemand im Schlafzimmer macht. Wirklich, solange das auf der Basis des Rechts ist. Aber eines kann nicht sein, dass hier auf Kosten von Kindern, auf Kosten der Schwächsten der Gesellschaft hier irgendeine Sozialromantik und irgendeine ideologische Politik betrieben wird. Das, und Sie Sie haben machen, geht auf selbst Kosten der gesagt, Kinder. Sie versuchen das jetzt alles über Gerichtsurteile, weil Sie genau wissen, über einen Wahltag werden Sie es nicht schaffen, weil Sie da die Mehrheit für Ihre Ideen nicht einbremsen. durchbringen. Sie haben das Schlusswort, Sie haben begonnen. Wir sind eh schon weit über der Zeit. Die Regie schimpft mich schon. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Danke.